Auf der Webseite von Adventist Today war am 23. Juli folgender Beitrag zu lesen. Tante, mein Lieblingskuchen hat Schmalz in der Kruste. Ein Leser stellt unter der Rubrik Liebe Tante Sevi folgende Frage. Ich wusste, dass Schmalz von Schweinen stammt, aber ich wusste nicht, dass die Torten Schmalz enthalten. Ich mag diese Torten. Kann ich sie nun nie wieder essen, Tante Sevi? Braucht man da wirklich noch nachzufragen? Aber die Frage selbst ist ja noch nicht einmal so schlimm, obwohl die Antwort darauf doch ganz einfach wäre. Doch lasst uns nun die Antwort, die ihm darauf gegeben wird, einmal lesen. Die Zeitschrift Adventist Today antwortete darauf nämlich so. Es mag einige gute Gründe geben, kein Essen mit Schmalz zu essen, aber christliche Gründe gehören nicht dazu. Ganz genau, ihr habt richtig gehört. Auch wenn es sich um einen bekannten Grundpfeiler der adventistischen Lehre handelt, wird die Vermeidung der unreinen Speisen aus 3. Mose 11, der Lehre des Neuen Testaments zu diesem Thema, nicht standhalten. Wow, also allein schon diese Aussage. Solche Dinge waren den Juden verboten, aber sowohl Jesus als auch Paulus Juden lehnten das Essen als Test des Glaubens ab. Also wenn Essen keine Rolle dabei spielt, wenn es zum Glauben kommt, wieso dann war ausgerechnet das Essen von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen im Garten Eden für Adam und Eva der Test für ihren Glaubensgehorsam gewesen? Was war einer der Gründe, wieso es zur Auslöschung der vorsintflutlichen Welt gekommen war? Was sagte Jesus diesbezüglich zu seinen Zuhörern? Wir lesen in Matthäus 24, die Verse 38 und 39. Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, bis die Sintflut kam und sie alle dahinraffte. So wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Am Essen und Trinken an sich ist nichts Verkehrtes, es geht vielmehr darum, was man besser nicht isst und trinkt, denn schließlich hängt unsere Gesundheit davon ab. Weiter heißt es, Ellen White äußerte sich sowohl für als auch gegen den Verzehr von Schweinefleisch. Habe ich richtig gehört? Hier will man uns wirklich weismachen, Ellen White war dafür, dass man Schweinefleisch isst? Also immer wenn man denkt, dass nun die Spitze des Abfalls erreicht ist, kommt von irgendwo noch etwas obendrauf. Doch, was schrieb Ellen White über den Verzehr von Schweinefleisch? In dem Buch Christliche Mäßigkeit schrieb sie, obwohl Schweinefleisch ein gewöhnliches Nahrungsmittel ist, so ist es dennoch gerade am allerschädlichsten. Gott verbot Israel, das Schweinefleisch zu gebrauchen, nicht etwa um nur seine Macht zu zeigen, sondern weil es für den Menschen als Nahrung nicht passt. Gott schuf das Schwein nicht, damit es unter irgendwelchen Umständen gegessen werden sollte. Und über den Gebrauch von Schmalz schrieb sie, wir haben kein Fleischkuchen oder reichhaltiges Essen auf unserem Tisch. Wir verwenden kein Schweineschmalz. Tante glaubt, dass unter 7-Tags-Adventisten viel zu viel aus Essen gemacht wurde. Jesus sagt in Matthäus 18, Vers 17 bis 20, seht ihr nicht, dass alles, was in den Mund gelangt, in den Magen geht und dann aus dem Körper heraus? Aber die Dinge, die aus dem Mund eines Menschen herauskommen, kommen aus dem Herzen, und diese verunreinigen ihn. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, sexuelle Unmoral, Diebstahl, Falschaussagen, Verleumdung. Diese sind es, die einen Menschen verunreinigen. Mit anderen Worten, ein bisschen Schmalz ist kaum das geistige Problem, böse Worte und Taten sind es. Also erst einmal steht der Vers, der hier zweckentwendet wird, nicht in Matthäus 18, sondern in Matthäus 15. Zweitens spricht Jesus hier nicht im Kontext von 3. Mose 11, sondern, wie es Vers 20 sehr gut zusammenfasst, das ist, was den Menschen verunreinigt, aber mit ungewaschenen Händen essen, das verunreinigt den Menschen nicht. Es ging also um Menschengebote, um die Überlieferungen der Väter, um das Händewaschen vor dem Essen. Deswegen sprach Jesus auch zu Anfang zu ihnen. Und warum übertretet ihr das Gebot Gottes um eurer Überlieferung willen? Hier geht es nicht um die Frage reiner und unreiner Tiere, wieso auch. Christi Tod am Kreuz war um uns durch sein Blut, das er auf Golgatha für uns vergossen hat, von der Sünde reinzuwaschen.
und nicht um die Sünde zu etwas Reinem zu machen. Wo bitte ist da die Logik? Weiter heißt es dann, doch wie viel mehr sorgen sich Adventisten um Nahrung als um Güte und Gerechtigkeit? Wie viele andere sind aus adventistischen Gemeinden geflohen, nachdem sie wegen kleinerer Dinge wie Nahrung und Aussehen kritisiert wurden? Hallo? Was bitte hat denn das nun mit der oben gestellten Frage zu tun? Die Frage war doch, kann man Kuchen essen, wo Schweineschmalz drinnen ist und nicht, wie kann ich dieses Thema vergeistlichen und damit rechtfertigen, dass das, was man sagt oder tut, oft schlechter ist als die Frage darüber, was man essen darf und was nicht. Der biblische Standpunkt zum Thema Schweinefleisch ist unmissverständlich klar dargelegt und von Ellen White auch so vertreten worden. Und trotzdem fährt der Schreiber fort: Natürlich, nur weil etwas von der Bibel nicht verboten ist, heißt das nicht, dass es gut für sie ist. Und dann werden gesundheitliche, ethische und ökologische Bedenken gegen einen allgemeinen Fleischkonsum angeführt. Aber die Bibel selber verbietet natürlich in keinster Weise den Verzehr von Schweinefleisch. Tante Sevi endet dann mit folgender Empfehlung: Aber lassen Sie uns Gesundheit und Spiritualität nicht durcheinander bringen. Aber ist es nicht gerade das, was man hier tut? Dass man versucht, eine Gesundheitsfrage zu vergeistlichen? Wenn Sie keine Einwände gegen dieses winzige Stückchen Schmalz haben, essen Sie Ihre Obsttorten mit Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist. Und im Geiste Jesu kaufen Sie eine für jeden Ihrer Nachbarn. Ihre Tante Sevi. Meine lieben Geschwister, als Eva von der verbotenen Frucht aß, spielt es da noch eine Rolle, wie viel sie davon gegessen hatte? Oder war allein die Tatsache, dass sie davon gekostet hatte, schon entscheidend? Wie kann Adventist Today, eine adventistische Zeitschrift, hinter so etwas stehen? Hier werden dem Leser Lügen als Wahrheit aufgetischt und dazu missbraucht man auch noch Jesu Worte und die des Paulus, um diesen Lügen auch noch so etwas wie Autorität zu verschaffen. Doch Jesus sagt: Dies Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich dienen sie mir, weil sie lehren solche Lehren, die nichts als Menschengebote sind. Doch wir wollen Gott mehr gehorchen als Menschen. Ich wünsche euch Gottes Segen.